Ich bin zurück seit... Kann ich mal die Vögel ihre Fresse halten? Ich bin zurück seit 3 Tagen in der Schweiz. Wir haben jetzt Dienstag. Am Samstag war der letzte Tag der No-Food-Challenge. Ich bin seit 3 Tagen zu Hause. Ich bin nach Hause gekommen, bin pennen gegangen und habe gefühlt 2 Tage durchgepennt, weil eine Woche nicht essen, eine Woche live im Stream, Vollprogramm, viele Leute, Digga, das fickt einfach deinen Kopf. Ich war sehr, sehr müde. Ich kann euch mal so kurz ein Update geben, beziehungsweise ein bisschen erzählen, wie das Projekt aus meiner Sicht war. So ein bisschen für die Leute, die es interessiert. So, grundsätzlich kann man sagen, Digga, das Projekt war, glaube ich, mit eines der geilsten Projekte, wo ich jemals dabei war, wenn nicht sogar das geilste Projekt, weil es erstens für die Zuschauer ein richtig geiles Projekt war. Du konntest immer gucken, wie geht es den Leuten, wer ist am meisten wasted, wer ist bald draußen. Aber es war auch für mich persönlich und für alle Leute, die mitgemacht haben, glaube ich, einfach ein geiles Projekt, weil es eine Challenge war, weil es was Gutes war für den Körper und weil es was Gutes ist, möglichst lang drin bleiben wollte, so, ne? Streaming-Geschichte wurde geschrieben. Ja, als Max mich eingeladen hat, habe ich mir so gedacht, ja, wir sind da so eine Woche, jeder hat sein Setup, wir streamen ein bisschen und wer am längsten nichts isst, der hat gewonnen. So, ich dachte, das ist so ein bisschen so. Ich wusste nicht, dass es mit einem Berater ist am Anfang. Ich wusste nicht, dass es so professionell ist, so groß. Und ich glaube, niemand, nicht mal Max, hat gedacht, dass das Projekt so groß wird. Actually, am Ende. Es wurde, glaube ich, größer, als jeder erwartet hat, was sehr, sehr geil ist. Ich glaube, Max war Platz 1 warum hast du der nicht mehr so viele Zuschauer wie früher? Max war, glaube ich, zwischenzeitlich oder war in der letzten Woche der größte Twitch-Kanal der Welt, Digga. Der fucking Welt. What the fuck? Das war auf jeden Fall krass. Wie fühlt sich das an? Hast du nicht Hunger oder so? Es ist schwierig zu erklären. Es war nicht so, dass man jetzt krass Hunger hatte. Das Hungergefühl blieb so nach einem Tag gleich. Es war mehr so, dass der Hunger ging bis hier und dann blieb der. Aber der Appetit, der wurde immer schlimmer. Das heißt, du hast nicht mehr Hunger, aber du hast mehr Appetit, weil du halt auch die ganze Zeit das Essen siehst. Hey, Digga, riech mal dran, richtig geil. Und das stresst halt so. Aber Hunger hat man actually nicht mehr. Das hätte ich anders erwartet. Ich habe schon gedacht, dass man so ab Tag 3 oder 4, das sind so, sagt man, sind so die schwierigsten Tage, dass man da richtig Hunger hat. Also, dass man da schon kämpfen muss. Ich musste, weird flex, Digga, nie wirklich so krass kämpfen. So, es ging mir immer gut. Das Einzige, was ich hatte Angst, dass ich schlechte Werte hatte. Und ich glaube, das hat mich dann manchmal so ein bisschen mulmig gemacht, weil wenn du schlechte Werte hast, dann bist du raus und da kannst du nichts dagegen machen. Ich glaube, jeder, der mitgemacht hat, wollte durchziehen und dann ist es halt irgendwie so ein bisschen Luck, wenn ich den besten Körper hatte, aber besten Körper am besten mit dieser Situation umgehen kann, so, ne? Was hast du immer gedacht, wenn du Essen gesehen hast? Ich habe immer gedacht, das ist versalzen. Ich habe immer gesagt, ja, das ist versalzen, das Essen, Digga. Scheiß drauf. Mit Niki, ich glaube, wenn Niki Essen gesehen hat, dann hat es den wirklich so Real Talk runtergezogen. Der war wirklich physisch am Ende, wenn er Essen sah. So schlimm fand ich es nicht. Ich habe es gesehen, habe mir so gedacht, ja, geil. Esse ich jetzt halt nicht, ne? Es stand nie zur Option, aber ich glaube, es stand nie zur Option für jeder, der mitgemacht hat, dass man isst. Also niemand wäre jetzt ausgeschieden mit so, oh fuck, ich hab Hunger, ich esse jetzt das, weil da wärst du so der Dulli vom Dienst gewesen, wenn du einfach so isst. Ich meine, es gucken irgendwie 50.000 Leute zu, du hast die anderen Leute, die mitmachen und du bist der isst, weil er sich nicht zurückhalten kann, wäre wahrscheinlich schon L, außer Niki. Okay, ja gut, okay, scheiß drauf. Niki hat am Schluss eine Nuss gegessen, nachdem wir aber schon Gatorade getrunken haben und Apfelschorle. Das heißt, das Fasten war gebrochen, aber die Challenge war noch nicht vorbei. Fürs Fasten hat es keine Rolle gespielt, aber für die Challenge, da ist er Wasser. Okay, hat es auch keine große Rolle gespielt. So viele geile Leute kennengelernt. Hugo, absolut nett. Hugo auch einfach ein Macher, Digga. Der redet jetzt vielleicht nicht so viel. Nicer Dude, redet nicht so viel, aber hat einen krassen Willen, I guess. Der hätte durchgezogen. Wenn seine Werte gut gewesen wären, der hätte easy durchgezogen. Weil der hatte immer gesagt, ja, Digga, ich esse einfach nicht bis zum Ende der Woche. Aber er hat sich gedacht, das ist eine geile Idee, wenn ich jetzt noch einen 24-Stunden-Stream mache. Während dem Fasten, Digga. Max-Legende, Niki-Legende, Stefan-Legende, Breitenberg zum ersten Mal gesehen. Kannte ich tatsächlich auch nicht. Sehr, sehr netter Dude. Und auch, könnte für mich auch der nächste Bachelor sein. Also Breitenberg, wenn du das siehst, ich sehe dich als Bachelor. Roth habe ich schon ein paar Mal gesehen. Auch sehr, sehr netter Dude. Alle, die mitgemacht haben, Legenden. Digga, Noah, absolute Legende. Ich kenne niemanden, der so verpeilt ist wie Hugo, Digga. Wie Noah. Aber funny Dude. Mich macht es voll glücklich, dass Hugo aktuell so viel mit anderen Streamern in IRL macht, obwohl er eigentlich so schüchtern ist. Ja, safe. Ich glaube, man merkt auch so ein bisschen, wie Hugo so am Auftauen ist, wie so eine Blume nach dem Winter, wenn das Eis weggeht. Projekt, absolutes W-Projekt. Der krasseste Moment, das habt ihr gar nicht mitbekommen, war, als Stefan der krasseste Moment war, als es Stefan nicht so gut ging, dann war er hinten im Zimmer alleine auf der Couch so 2 Stunden und dann haben Niki und ich gesagt, ja komm, lass mal hingehen und dann sind Niki und ich nach hinten gegangen zu Stefan und er war da und dann saßen wir so auf der Couch, es war so wie im Film, er hatte so
das Blutzuckergerät, wir haben das ihm gebracht, weil er immer Blutzucker messen muss. Und er hat sich gesagt, yo, wenn ich wieder unter 60 bin, breche ich ab, dann muss ich raus, dann muss ich was trinken, sonst geht's mir scheiße. Und dann hat er so gemessen und er war irgendwie so bei 55 oder so. Das war richtig krass, wie wir uns auch so reingesteigert haben mental. Dann saß er so da, ich und Niki daneben, in diesem Zimmer hinten vorne des Stream, alle am Lachen. Er hat nicht geheult, aber er hat so gesagt, so, ich glaube, ich muss raus. Also so richtig emotional und wir waren so beide da und haben irgendwie so gesagt, ey, Digga, ist doch nicht schlimm. Du hast 4,5 Tage durchgehalten, kannst auch nichts dafür, wenn die Werte scheiße sind so. Weil Stefan, ich und Niki, wir waren so ein bisschen ein Trio. Wir haben jeden Morgen Sport gemacht, haben immer gedehnt, kalt geduscht. Also haben das ganze Programm durchgezogen, waren richtig fit, aber ist dann halt unlucky, wenn es mit den Werten nicht klappt. Ja, das war schon ein krasse Moment, würde ich sagen. Ansonsten, Digga, Monte kennengelernt, Elotrix kennengelernt, Flying Uwe kennengelernt, richtig viele Leute kennengelernt, Noah kennengelernt, Breitenberg kennengelernt, Hugo kennengelernt. Digga, es war ein absolutes W-Projekt, Digga. Die Regie, Digga, Regie war auch absolut legendär. Die haben unterm Bett gepennt, in der Regie. Wir hatten so einen kleinen Regieraum und in diesem Regie haben die in der Nacht unterm Bett gepennt, falls irgendwas passiert, dass sie die Kameras umschalten können. Oh, Digga, der stirbt. Lass mal die Kamera umschalten. Geil. Bei der Viel-Essen-Challenge, ich bin dabei. Auch wenn ich da wahrscheinlich nicht gewinnen werde. Aber ich gebe mein Bestes, Digga. Ich würde sagen, ich kann viel essen. Außer jetzt. Jetzt kann ich nicht viel essen, Digga. Bin durch das Projekt auf dich gekommen und du hast es so bereichert. War anders lustig durch dich. Danke dafür. Küsse, Digga.